Dürfte sich da jemand nicht ansehen? Vielleicht ist die Autorin des Tagebuchs das Monster, das hier haust. Kein Löffel soll dich sättigen. Was immer hier lebt, nimmt das wörtlich. Es sucht noch nach dem richtigen Löffel. Noch ein Löffel. So normal wie der zuvor. Okay. Man muss ja alles untersuchen hier. Skelette. Die Leute sind sicher nicht freiwillig hergekommen. Hat das was mit dem Fluch zu tun? Niemand soll mit dir an der Tafel sitzen? Würde passen. Keine Klauen und Bissspuren. Vermutlich wurde er erstickt. Hals gebrochen, Schädel eingeschlagen. Mit einem schweren Objekt. Rechter Arm abgebissen. Alle Zähne ausgeschlagen. Jemand wollte ihn gewaltsam füttern. Wer hat einen Brief lesen? Hier, ich weiß. Okay. Ein Frauenname ist in den Holzlöffel geschnitzt. Romantisch. Okay. Das bringt mich aber relativ wenig weiter, ne? Noch ein Löffel. Der Wicht ist besessen. Ein echter Sammler. Da ist noch ein Löffel. Löffelschlüssel. Löffelschlüssel. Fein gearbeitet. Mit Inschrift. Der Wicht ist ein wahrer Sammler. Ah, hier geht's runter. Okay, geht's noch hier lang. Sieht tatsächlich nach dem Lager eines Wichts aus. Etwas ungewöhnlich, aber dennoch. Sicher ist sein Kessel hier irgendwo. Gehen wir mal kurz hier hin, da ist noch wieder ein Löffel. Ja, das ist der Da ist der Kessel. Der Wicht ist ja nicht sehr ordentlich. Der Tisch ist gedeckt. Dieser Wicht bereitet offenbar ein Festmahl vor. Der Wicht, der hier haust, der steht unter einem Fluch. Und er will ihn verzweifelt loswerden. alles mitnehmen. Der Kessel ist leer. Schade. Regis könnte Suppe gebrauchen, aber er kriegt wohl keine. Ich muss mich wohl verstecken und auf Speicheldrüsen warten, sowie auf deren Träger. Ich verstecke mich so, dass ich den Kessel beobachten kann. Meditieren im Schrank. Mhm. Verdammt, ich muss ihn einfangen. Ich muss den Wicht wohl in seinem eigenen Müllhaufen töten. Ach, du Kacke. Inventar.
Lass mich doch da raus, Mann. Alter, das gibt's ja nicht. Okay, ich will hier. Hopp, hopp. Das magst du nicht, ja? Ich könnte noch Nekrophantenöl drauf machen, ne? Öle. Kann ich auch reparieren während dem Kampfes. Haltbarkeit eines Gegenstands. Okay. Das war zweimal sehr, sehr knapp. Aber okay. Was kannst du überhaupt? Nice. Präzision. Jetzt noch die Speicheldrüsen ausschneiden. So. Das war's. Und dann ist auch der allerletzte gestorben. Alter, der hatte viele Schlüssel hier. Okay, das war's dann, oder? Ja. Dann muss man wieder zurückgehen. Ja. Letzte, hallo. Aufsteigen. Hallo? Aufsitzen. Los, lauf! Okay, jetzt geht's los. Das Schwert ist schon geil. Na, lass mich doch mal in Ruhe, ihr scheiß Nebenlinge. Ihr nervt. Ihr nervt mich doch bloß. So, ist hier was los? Nein. Ups, sorry. Ja, schau dich mal das an. Das ist doch schön. So, drehen wir uns mal um. So. Im Hintern von Geralt. So, wie schön. Ich finde, das ist schon mal bei Nacht. Ah, hallo? Sieht doch schön aus. So, dann gehen wir hier runter. Ich finde, das schon mal bei Nacht sieht das schön aus. Und hier in den Wald rein, da hat man wirklich Angst, da reinzugehen. Aber wir sind ja Geralt, wir haben von nichts Angst.
So. Müssen wir über den komischen Weg wieder da rein? Oder können wir jetzt da rein? Na, wir gehen jetzt hier rein. Okay. Ja, Pilze aufnehmen. Dankeschön. Ja, wenn ihr ein bisschen Luft hört, das ist gerade, weil es hier im Zimmer so warm ist. Die Fenster sind auf. Aus. Das gehört sich nicht für eine Gruft. So, dann gehen wir mal hier hoch. Okay. Ob man aus der Hand ein feines Süppchen kochen kann? Du verfeinerst deinen Humor immer weiter. Aber wir sind keine Kannibalen, Geralt. Ich habe ein Gewebefragment entnommen. Das reicht, um Resonanz zu erzeugen. Was hast du mit dem Rest gemacht? Ich habe ihn verbrannt, wie es unser Kodex verlangt. Ein Rabe sagte mir, dass du die erforderliche Zutat hast. Spionierst du mich? Komm. Hast du mir deine Spione hinterhergeschickt? Meine Beobachter. Wäre etwas schiefgegangen, hätte ich rasch eingreifen können. Ich bin zurechtgekommen, aber danke trotzdem. Brauchst du noch lange für die Resonanz? Du hast eine letzte Zutat erwähnt, die noch fehlt. Welche ist das? Diese Angelegenheit könnte schwierig werden. Wenn man die Erinnerungen eines Wesens beschwören will, braucht man das Blut eines anderen Vertreters seiner Art. Kein Problem. Ich kenne einen höheren Vampir, der sicher gerne aushilft. Stimmt's, Regis? So einfach ist das leider nicht. Als du unterwegs warst, habe ich alles versucht, um einen Ersatz zu finden. Aber ich fürchte, es gibt keinen. Ich begreife wohl nicht recht, woran es hakt. Können wir nicht einfach etwas Blut von dir nehmen? Das Blut muss angeregt sein. Sicher weißt du, dass höhere Vampire ihre körperliche Hülle verändern können. Und damit auch die chemische Zusammensetzung des Blutes. Ich mache es kurz. Ich muss mich selbst in einen Zustand starker psychokinetischer Erregung versetzen. In einen Zustand des tollwütigen Wahnsinns. Und das ist sehr gefährlich. Aha. Gefährlich für wen? Wieso gefährlich? Du bist doch dann noch du selbst, oder? Ja, aber ich werde in Raserei verfallen. Du weißt besser als ich, dass man die nicht kontrollieren kann. Wenn du je einen Vampir in Raserei gesehen hast, ist dir klar, was für eine Gefahr er für seine Umgebung darstellt. Und wie kommen wir damit klar? Ich will nicht von dir mit ausgefahrenen Krallen angesprungen werden. Da wären wir schon zwei. Aber sei unbesorgt. Ich habe die Sache gründlich durchdacht. Die Einzelheiten sage ich dir noch. Okay. Na schön. Was hast du vor? Wir besuchen Tesha Mutna, ein altes Vampiranwesen. Dort finden wir aufgehängte Käfige. Ich setze mich in einen rein. Du lockst Monster an. Die tötest du dann und lässt sie ordentlich ausbluten. Wir sollten genug Blut haben, damit dessen Geruch mich in Raserei bringt. Okay. Tesha Mutna, was gibt es darüber zu wissen? Es ist ein Ort der Qual, eine Folterkammer. Vor langer Zeit, kurz nach unserer Ankunft in dieser Welt, entwickelte einer der unsrigen, ein gewisser Kahakma, so eine Lust auf Menschenblut, dass er in einer einzigen Nacht ein ganzes Dorf leer trinken konnte. Das brachte unsere gesamte Spezies in Schwierigkeiten. Die Menschen waren es schnell leid, sich dauernd fürchten zu müssen. Sie machten Jagd auf uns und suchten dabei die Hilfe von Magiern und Hexern. Na und? Sie konnten euch nicht ernsthaft etwas anhaben. Aber es war nervtötend. Verzeih den Vergleich, aber die Moskitos, die dich umschwirren, könnt ihr ja auch nicht ernsthaft etwas anhaben. Jedenfalls beschlossen die Vampire, dass etwas geschehen musste, dass Kahakma gefangen und bestraft werden musste. In den Verliesen von Tesha Mutna wurde daher eine Folterkammer eingerichtet. Dort brachte man einen Käfig aus einer Speziallegierung aus Silber, Dalvinit und Meteoritenstahl an. Kahakma wurde gefangen und in den Käfig gesperrt. Darin saß er über 200 Jahre, immer wieder in Raserei und ohne Chance zu entkommen. So weiß ich, dass der Käfig auch der Raserei standhalten wird, in die wir meine bescheidene Person versetzen werden. Okay. Keine Zeit zu verlieren.
Teshamutna. Bring mich dorthin. Moment noch. Eine letzte Sache. Was war das? Blut. Der letzte Gefallen, den der Rabe mir getan hat. Außerdem habe ich Sangurium eingenommen, das meinen Geruchssinn schärft. Jetzt rieche ich einen Blutstropfen, als wäre es eine Gallone. Bist du von Sinnen? Du bist ein trockener Süchtiger. Deine Anteilnahme rührt mich, Geralt. Aber bitte mäßige dich. Ich hatte keine Wahl. Die Würfel sind jetzt gefallen. Höchste Zeit, nach Teshamutna zu gehen. Mir dreht sich der Kopf. Und du riechst plötzlich so lecker. Und du machst mir langsam Angst. Ja, Vampire halt, ne? Was soll man da machen? Teshamutna. Wir sind da. Die Opferkammer der Folter und Pein ist unterirdisch. Weißt du das wirklich? Und du weißt, was du tust. Ich hoffe es nur. Gehen wir bitte? Je länger wir säumen, desto weniger habe ich meine Fakultäten im Griff. Ich will dich wirklich nicht verletzen. Geh voraus. Geh voran. Platzer. Wir müssen nahe ihrer Fressstelle sein. Stimmt. Ich sagte ja, es wird gefährlich. Okay. Hinter dieser Wand liegt... Ein altes Vampirverlies. Ich habe ja schon vieles gesehen, aber sowas noch nicht. Wie ehrenvoll. So ein erfahrener Mann. Und doch kann ich ihm noch etwas Neues zeigen. Jetzt auf damit. Was zum Teufel? Uralter Schutz vor unerwünschten Gästen. Der Entriegelungsmechanismus reagiert nur auf das Blut höherer Vampire. Ja, schön, die Eine Fackel. gesicherte Vampirfestung voller trickreicher Fallen. Toussaint war euch anscheinend mal wichtig. Das wird es auch immer bleiben. Bei der Konjunktion hat sich das Tor aus unserer Welt in diesem Land geöffnet. Dies war der erste Ort. Menschenhaltung und Pflege? Kein Witz. Der Autor hat Menschen und ihr Verhalten studiert. Über die Jahre hat er sie gezüchtet. Moralisch fragwürdig, sicher. Aber wissenschaftlich sauber gearbeitet. Das hier ist ein übler Ort. Der Tod liegt in der Luft. Ja. Hier haben viele Wesen ihr Leben ausgeraubt. Die Glyphen sind in den Fels geschnitten. Sie waren mal mit Blut überzogen. Bedeuten sie was? Es sind Zeichen, Symbole für... Du würdest sie Stämme nennen. Nach der Konjunktion in der Welt verteilt. Meine Ahnen platzierten sie hier, um uns an unsere Herkunft zu erinnern. Da habt ihr euch ja eine nette kleine Bibliothek eingerichtet. Sie sind über das Meer gezogen. Zu wem gehört dieses Zeichen? Amurul. Sie sind über das Meer gezogen. Was bedeutet dieses Symbol? Es ist das Symbol der Tedet, die nach Osten über die blauen Berge